zu Lützeburg. Herr Lies, die Wort. Merci, Herr Präsident. Für die Wort, wie ihr alle gut wisst, muss man die Mobilität von den fossilen Energien fortkommen, respektive so stark reduzieren. Weil du das Samsten den Autofestival aufhängt, als heute ein guter Moment für einen Punkt zur Elektromobilität zu machen. Zu weisen, dass die Elektromobilität zu Lützeburg immer mehr Offert abhält. Immer mehr Bürger entscheiden sich auch für ein Elektroauto. Einerseits geht Doffer und performanten und bezahlbaren Elektroauto nun Marche immer mehr groß. Andererseits unterstreicht das positive Entwicklung aber auch den Erfolg von den staatlichen Primen, die zum Beispiel für die Kauf von einem elektrischen Gefährt, einer elektrischen Occasion oder die Installierung von Ladestationen ausbezahlt gehen. Ich selber als überzeugten Elektroautofahrer sind der Meinung, dass wir die Leute mehr Anreize soll gehen, für hin Lust zu gehen, für dann dem Moment auch mehr nachhaltig, fossilfrei in Zukunft können zu fahren, dass wir an Richtung Klimaneutralität auch weiterkommen. Dafür wollte ich ein paar Fragen an den Herrn Minister stellen. Wie heißt das mittlerweile den Undeel und elektrischen Autos am Lützeburger Fuhrpark ist? Eine andere Frage, wie groß ist der Succès und staatliche Primen? Und wie viel Hilfe sind letztes Jahr diesbezüglich ausbezahlt gehen? Zum Schluss noch eine Frage, welche Initiativen den Umweltminister nachfolgt in der Rolle für das nach mehr Bürger sich für die Elektromobilität in Zukunft interessieren. Merci. Merci, Herr Lies. Herr Umweltminister. Merci, Herr Präsident. Auch merci dem Herrn Lies für seine Frage über die Elektromobilität, direkt auch dann ein paar Zahlen für uns zu fangen. Und zwar bei den neuen Ummeldungen von elektrischen Gefährten 2025, da liegen wir bei 26,9% von allen neu angemeldeten Autos, die rein Elektroauto waren. Und da liegen wir über den Durchschnitt an der EU, die bei 16 bis 17% liegen. Und dabei kommen dann noch rund 8% Plug-in-Hybrid. Das heißt, da sind wir ungefähr bei 35% von den Neuanmeldungen an dem gesamten Fuhrpark, die letztes Jahr elektrisch waren. Am gesamten Fuhrpark sind wir bei rund 12,7% elektrischen Autos, wobei da 8,7% rein elektrisch sind, und 4% Plug-in-Hybride. Wir müssen natürlich nach Weg zu gehen, bis das meiste Ziel am Knack können erreichen. Mit den Primen, die Zahlen von 2019 und sind rund 32.000 Primen für elektrische Gefährte ausbezahlt gehen, wobei da 2024 da 6.799 waren, und letztes Jahr 14.659. Da müssen wir nicht genaue Details können gucken. Das sind die Zahlen, die wir aktuell haben. Was machen wir weiter? Wir erstens ganz wichtige Information. Der Regime, der wird das Jahr, der 3. Juni, sich auslaufen. Wir verlängern ihn natürlich. Wir werden logisch ein Projekt de loi deposieren, führen dann auch nach bis 2030 zu verlängern, also im ganzen 4 Jahren, für bis wir in langer Zeit auch mehr Planungssicherheit zu gehen. Es wird weiterhin attraktiv Primen auch beibehalten gehen, geschwind kann ich da schon mal Details dazu gehen. Aber wir werden ab 27 auch gerne für Finanzierung abfeiern bei der Mobilitätsprämie, wir sind schon angefordert bei der Photovoltaik und werden noch bei den Wärmepumpen nur kommen. Und wir haben ja auch den Klimabonus-Regime Wohnen und sich deposiert und wollen verlängern. Den also sich den 1. Dezember letztes Jahr ausgelaufen. Wir werden immer wie vom Staatsrat wird schon noch retroaktiv applizieren. Und an dem also gesehen, die ganz Bornen, die Steuern installieren, das Regime zu verlängern, zu den Bornen, bis well sind 10.000 Prime für Bornen akkordiert gehen. Der Delay für das Träger leid ungefähr bei einem Monat. Und da wird man aber auch an dem Klimabonus Wohnen nach zwei neue Initiativen, 2 neue Subsidien abfeiern, die auch der Elektromobilität werden zugutekommen, nämlich den Top-up für Bornen angefordert, die auch praktisch schon neue Kommunikationsprotokolle wie bidirektionell chargieren zu machen an die sogenannten HEM-System, Home Energy Management System, den haben nur all die intelligent Systeme wie PV-Anlage, wie Bahn, wie Elektroauto nehmen, werden steuern und verknappen und dafür wird sorgen, dass zum Beispiel ein Elektroauto wird dann gelöst gehen, wenn der Strom am billigsten ist und auch dann Sonnenschein, aber mit der PV-Anlage kann dann dem Strom die Prozess gespeist gehen. Das ist zum Beispiel auch ein neues Subsid,
die wir abfeieren an einer Initiative, die wir machen, die am Kader geschieht auf dem Klimasozialplan aus dem Leasing Sozial für Elektromobilität, für die Einkommensklassen, die bescheiden, die prekär, die mobilisieren am Klimasozialplan, auch können an die Elektromobilität klammen. Das ist eine weitere Initiative, die wir werden umsetzen. Und selbstverständlich wird man noch weiter an den Ausbau von öffentlicher Infrastruktur für zu lösen, investieren an den Ausbauen, und auch über die Wirtschaftsministerien sind Appell à Projet lanciert gehen für Lötinfrastruktur an die Betriebe, die auch wird disponibel gemacht gehen, also accessibel gemacht gehen für öffentlich, vielleicht auch Auto vorbei können do löten. Das ist wahrscheinlich weiter Initiative, die wir werden machen. Mir selbstverständlich oder war wichtige Punkt geschwert, auch muss Preise weiter hochgehen und gesagt, jo mach ich erst mehr Konkurrenz, es gibt viel mehr auch Elektroauto produziert, die größten Konzerne sind dort auch geklommen und das wird auch Mathe zu weiteren den Preise hochgehen. Heißen aber alle weiter Mesure die Lower Platz sind respektiv werden auf Platz gesagt gehen. Für das doch mehr als Regierung können die Incentive da machen, dass die Elektromobilität sich wird weiter an die Richtung entwickeln, wie wir sie gerne hätten und immer da die größte Kontribution machen für auch Klimaneutralität 2050 zu erreichen, so nicht mehr.